Ich glaube, das ist jetzt wieder mal so ein Beispiel, so eine Art von... So passiert Musik eben auch. Weißt du, wie viel Sternlein an der Himmel zählt? Ich hatte einfach eine scheisse Freude mit Loops zu spielen, einzelne Töne und dann so Zeugs zusammenbasteln und dann einfach einen blöden Quark singen. Einfach so, ist im Fall überhaupt nicht Muslim beeinflusst. Sollte das sowjetisch sein, nicht wahr? Einfach, das war ja mein Bild, das klingt vielleicht gar nicht so. Und es ist politisch einfach unkorrekt. Und das ist irgendwie auch meine beste Botschaft, die ich geben kann. Weil mir geht langsam die politische Korrektheit geht mir so auf den Geist. Niemand schnurrt mehr normal. Ist irgendwie, alle zusammen probieren, irgendwie den Ball so flach zu behalten, dass es mich gar nicht mehr interessiert, zum Zuhören. Und das war irgendwie mein Spass daran, einfach so eine Scheisse zu machen und mit der Band einfach auf die Knallen aufnehmen. Also wir haben die Loops alle gebraucht und dann haben wir plötzlich wild reinspielen. Das war so eine richtig geile Stimmung für uns. Und ja, ich habe das als äußerst befreiend empfunden. Und ich warte schon darauf, dass man mir sagt, das darf man gar nicht machen. Also, es tut ja irgendwie jetzt anderssprachige Menschen das diffamieren oder so. Und dann sage ich, ja, das kann alles zusammen sein, aber ich bin 1962 auf die Welt gekommen und ich bin seit 1976 grosser Liebhaber und Fan von der Satire-Zeitung Titanic. Und da kann man sich immer wieder ein paar Sachen abschneiden und sagen, es gibt Grenzen in der Satire, das wissen wir alle zusammen. Aber man kann einfach auch schauen, dass das eigene Leben ein bisschen fängt. Yes!